Gott ist mit uns zufrieden durch Jesu teures Blut. Das ist das Evangelium. Auch von meiner Seite sind alle ganz herzlich willkommen. Es ist wirklich etwas Schönes, wenn man so ein schönes Jahr darf beieinander sein, für zusammen das Wort Gottes zu hören. Nicht mich zu hören. Es geht nicht um mich. Es geht um das, was Gott zu sagen hat. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Ich habe jetzt auch ein paar Mal gehört, aber es ging um mich gut, wenn wir das Wort Gottes ging um mich hören und ging um mich an uns kommen. Wir haben ja verschiedene Themen gehabt schon. Wie würden das Kind Gottes? Wie sieht es mit der Nachfolge aus? Wie sieht es mit Vergebung aus? Und heute haben wir jetzt die Frage, wie sieht es mit der Versöhnung aus? Jetzt müssen wir uns auf die Frage stellen, was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Was ist der Unterschied? Vergeben kann ich, ohne dass ich es gegenüber brauche. Ob der jetzt das annimmt oder nicht, ich kann ihm vergeben. Jesus hat uns vergeben, längst bevor wir es angenommen haben. Er hat alles da für uns, bevor wir es angenommen haben. Aber wenn es eben um Versöhnung geht, dann braucht es den zwei und vielleicht sogar noch mehr. Das ist der wesentlichste Unterschied. Und darüber wird heute ein bloß nachsehen. Ich habe da ein Büchlein mit. Ich wollte nicht ganz lang machen mit denen, aber gleichwohl. Da ist die Frage gestellt, was ist Versöhnung? Versöhnung bedeutet, Frieden zu stiften, sich mit einer verfeindeten Person wieder zu vertragen. Das gilt sowohl für Menschen untereinander als auch für die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Frieden stiften, wenn etwas Latz gelaufen ist. Und das kann es eben geben, dass etwas Latz läuft. Aber eben, es braucht zwei. Und darum ist mir heute noch eins wichtig, das Erste zu erwähnen, bevor ich zum Zweiten komme. Der Paulus schreibt an die Römer im Kapitel 5, Vers 8 bis 11. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Haben, hätte ich gehört. Versöhnung empfangen haben durch Jesus Christus. Das vollbrachtes Werk,
wer das annimmt, ja, da ist aber jetzt wieder deckt Tisch. Jesus ladet ein. Kommt, das ist alles bereit. Und darum ist für mich die Frage heute nur dieses Mal an uns alle gerichtet. Haben wir die Versöhnung angenommen? Sind wir Gottes Kinder? Haben wir Jesus als Retter und Heiland angenommen? Und leben wir mit dem? Leben wir mit dem? Haben wir Beziehung zu ihm? Oder ich sage, ja, der Jesus geht schon, ja, das ist gut, dass der geht. Nee, die Frage ist, leben wir mit Jesus? Ist unser Leben von ihm geleitet oder tun wir einfach gucken, dass es für mich stimmt? Das ist eine Frage. Sind wir mit Jesus unterwegs? Das ist ganz entscheidend. Und darum, wenn wir wirklich wie versöhnt leben, dann braucht es unbedingt, dass wir selber versöhnt sind. Dass wir wissen, ich sage es jetzt so, wie es in der Lied heißt, Gott ist mit uns zufrieden durch Jesu teures Blut. Das ist das Evangelium. Da ist nichts verlästigt drin in erster Linie. Gott ist mit uns zufrieden durch Jesu teures Blut. Das, was Jesus hat da, das hat alles gut gemacht. Wenn wir es bekennt haben, wenn wir zu ihm gekommen sind. Es ist gut. Es ist gut. Jetzt, heute, habe ich bloß noch einen anderen Text. Ich habe ein bisschen Mühe, in der Bibel zu blättern. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben mit mir. Aber ich werde gleichwohl probieren, den Text zu lesen. Ich habe einen Teil, und das heißt Versöhnung unter Gottes Kindern. Ja, braucht es denn das? Braucht es Versöhnung unter Gottes Kindern? Wir sind doch alle so brav. Ja, wir tun doch niemandem nichts leid. Ja, wir sind doch so gut. Ja, ich habe vor allem als Kind Gottes noch das Gefühl gehabt, also heute weniger mehr, habe ich gesehen, der andere, wenn er Christ ist, sollte gut sein zu mir. Willst mich gut behandeln. He? Aber dass das für mich auch wurde Geld, habe ich vielleicht zu wenig gesehen. Aber der andere, der sollte schon grosszügig sein, wenn der schon Christ ist. Dann muss er grosszügig sein zu mir. Aber jetzt lehrt uns Jesus etwas, was aber unter Gottes Kindern ist. Unter Heiligen. Heiligen sogar. Er sagt in Matthäus 18, Vers 15 bis 17. 3 Verse. Sündigt aber dein Bruder gegen dich, so gehe hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, dann nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache durch die Aussagen von 2 oder 3 Zeugen bestätigt wird. Zum Alten Testament, wissen wir das, schon Mose hat geheißen. Du darfst nicht nur einen brauchen als Zeuge, es müssten 2 oder 3 sein, du kannst nicht einfach so sagen. Und jetzt heißt, hört er nicht auf sie, dann sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. So ein bisschen artig, gell? Jesus hat manchmal nur so artig geredet. Wir sind doch gegen so das Gefühl, er redet auch so schön, wunderbar. Und hier tun es nicht ganz schön. Aber jetzt, warum? Ja, jetzt sagt Jesus, wenn ein Bruder gegen dich sündigt. Was sehen wir jetzt? Wie sollen wir uns verhandeln? Wie sollen wir uns verhalten? Wenn jemand mir etwas lässt, Unrecht tut. Ja, Papa vergeben. Das ist doch das Erste. Aber jetzt sagt Jesus, gang bloß zu mir und du mir sagen. Und jetzt ist schon da das Problem, was wir meistens nicht machen. Was machen wir meistens, wenn es so recht geschieht? Mit wem reden wir da vorne weg? Und vielleicht beten wir noch, das sollte ich gelten, das wäre auch wirklich sehr gut.
Aber was machen wir denn meistens auch noch? Ja, wie geht zu anderen auf ein bisschen. Du, da hat mich das schon behandelt. Ne? Das ist da, du. Aber genau das ist ganz ein großes Problem. Und wäre es einfach. Jesus hat nie kompliziert gemacht, er hat es eigentlich einfach gemacht. Gang zu mal und probieren mit mal Frieden zu machen. Ich sage es jetzt so. Und nachher, wenn es wenig war, das ist gut, das ist doch gut, das ist umher. Seht bald der Frieden da. Innerhalb der Gemeinde. Und wir müssen sehen, wenn einfach in einer Gemeinde Unrecht geschieht, das ist Gott ein Gräuel. Gott hat keine Freude. Gott sieht nie Ja zu Unrecht. Das müssen wir wissen. Nie. Gott sieht nie Ja zu Unrecht. Das Unrecht muss gesühnt werden. Das ist so. Und wenn wir in der Gemeinde bewusst Unrecht dulden, dann ist das nicht gut. Weil jedes Unrecht braucht eine Sühnung. Und die Sühnung ist geschehen, wenn man sie annimmt. Aber man muss sie annehmen. Darum ist es wichtig, dass wir wissen, es ist nicht gleich, wie wir miteinander umgehen. Wer es gerne wollte nachlesen, kann bloß im 1. Korinther 6, 1 bis 8 lesen. Das ist ganz interessant, was der Paulus da der Gemeinde muss sagen. Ihr tut einfach ein bisschen artig miteinander umgehen. Ihr habt Krieg miteinander, ihr zankt zusammen. Und das Schlimmste ist dann noch, ihr geht vor die Welt, um die Sache zu erledigen. Als Kinder Gottes, als Heilige, geht ihr in die Welt, das Gericht für die, denen kann sagen, sie sollen gucken, dass Recht geschehen. Der Paulus sagt, du, das ist aber gering, wenn ihr sie so macht. Aber er nennt auch die Heilige im gleichen Text. Er nennt sie Heilige. Er sagt nicht, ihr seid total daneben. Ihr seid bewusst. Ihr solltet bereit sein, als Heilige, als Gotteskinder, die Sache doch in Ordnung zu tun unter euch. Und nicht Leute drehen, ja, wie geht es in der Welt? Die Böses gut und Gutes böse nennen. Das ist so ein bisschen, in der Welt geht es so. Ne? Hier geht es um die Wahrheit. Und das hat der Paulus gesagt, so geht man nicht. Und was er auch noch sieht, das hat mir auch noch, wenn es gerade so schlecht wäre es auch noch möglich, dass wir noch lauter verurteilen. Da habe ich an Abraham gesehen, lauter verurteilen. Was der Lot hat gewählt, oder Lot hat gewählt, hat die schöne Ebene gesehen, das fruchtbare Land. Wunderbar. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Oder umgekehrt. Der Abraham hat das annehmen. Warum hat der Abraham das annehmen? Mein Vater ist reich an Häusern und Gold, haben wir das Lied in unserem alten Büchlein gehabt. Mein Vater ist reich. Er hat gewusst, Gott guckt das schon für mich. Das wäre eigentlich das Wesentliche. Dass wir wissen, Gott guckt das schlussendlich schon zu mir. Ich muss mich eigentlich nicht wehren für die Sache. Aber jetzt sind wir gegen noch beim zweiten, 2 oder 3, die da gehen. Und das ist ja manchmal hilfreich. Wenn die 2 oder 3 Sachen angucken, dann tun sie dann manchmal ein bisschen anders. Dann heißt es dann vielleicht, ja, du bist doch nicht ganz so schuldig. Du könntest da vielleicht, gleichwohl hast du auch noch etwas, was nicht gut ist. Dann könntest du vielleicht so zu einer Versöhnung kommen. Und wenn es das nicht geht, können wir jetzt hier so gehen, hört er auch die Gemeinde, hört er nicht auf sie, dann sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Die Gemeinde könnte gucken, dass Recht geschieht. Ich habe das Alte Testament gesehen, aber nicht um ja, an Mose habe ich gesehen. Was hat der Mose zu tun gehabt,
für Recht sprechen. Die Israeliten die haben auch gegen die Stürme gehabt und Probleme, dass sie aber Menschen waren wie wir, die auch ging. Und Mose hat doch fast nicht mehr Bescheid gegeben, aber du, der Schwieger hat ja für einen Tipp gegeben, also die da bloß etwas ändern, hat sich ja nur um Bescheid gegeben, also ja einfach etwas abgegeben, aber das ist ging um mich. Und dann hat der Hohepriester, wenn etwas ist schlussendlich, hat es geheißen, der Hohepriester sieht, ist es so oder ist es anders? Also, wir haben eigentlich in der Gemeinde nur eine wichtige Aufgabe, dass man guckt, dass das Recht ist und dass man nach dem Wort Gottes prüft und probiert, dass man doch könnte mit Frieden und guten Sachen die Sache lösen. Jetzt wegen dem, ja, Heide und Zöllner, ja, so sei er dir, heisst es. Ich habe noch eine andere Übersetzung geguckt. Es heißt, niemand sei er euch als Gemeinde, sei er dir. Und du hat mir noch so einen ganz guten Gedanken gebracht. Als ich vorher gesehen habe, ja, da bist du dann wie los, da hätte er was mal gehört. Er hat du gesehen, du dran sind, wie Jesus mit Heiden und Zöllner ist umgegangen. Und was hat Jesus gesagt? Liebet, die euch fluchen, segnet, die euch hassen, bittet für die, die euch verfolgen. Ja, das ist Jesus. Und das gilt für uns. Das hat er auch uns gesehen. Und darum glaube ich, wäre wichtig, dass man, wenn es wirklich nicht geht, wenn es nicht geht, wenigstens noch beten und das Ziel haben, dass derjenige in die Gemeinde kommt. Nicht rauswerfen ist das Ziel. Das Ziel ist, ihn hinzubringen, da wo er irgendwie hergehört. Das ist Gottes Ziel, das ist sein Wunsch. Er hat nichts lieber, er will einmütig ineinander sein. Das ist eigentlich Gottes Ziel. Das gebe ich noch eine Bibelstelle, aber ich gehe jetzt weiter. Wir haben ja jetzt gelesen vom Esau und vom Jakob. Also das heißt, wir haben die Versöhnungsgeschichte gelesen von diesen zwei. Und ich habe da gehört, wie die da eine Situation hatten. Und ich lasse aber nicht gerade so ist gegangen. Aber wir haben jetzt heute aber nur mal das gehört, was ich habe Frieden gemacht. Das ist eigentlich auch mein Thema. Aber bevor man Frieden machen kann, braucht es aber manchmal Krach. Es ist noch interessant, wie kürzlich in der Gebetsstunde eine Frau hat gesagt, sie hat da Familienfest gehabt und die Frau hat gesagt, zu Weihnachten glaube ich, das Schönste sei gewesen an Ehe, wenn sie Frieden machen können. Und du irgendwo das Grosskind gefragt, ja, zanket ihr manchmal? Zanket ihr manchmal? Ja. Ja, sie hat gesagt, ja, manchmal auch. Ich komme da noch drauf, jetzt halt auch so in der Ehe Spannung gegangen. Aber hier ist natürlich ein schwerwiegender Fall gewesen. Ich kann jetzt, das geht ein paar Kapitel, ich weiß auch nicht alles, nur mal ganz kurz. Es ist darum gegangen, um das Erstgeburtsrecht. Das ist schon mal ein Zankapfel gewesen. Ich könnte jetzt ja sagen, ja, der Jakob, wir wissen, wie er die Geburt hat Esau gehabt in der Fersen. Die Bibel ist fertig, wie der hat Esau gehabt, wie er so dann hätte wollen, aber vor ihm auf die Welt kommen. Aber der Esau ist aber der Erstgeborene gewesen. Und das ist so. Und der Erstgeborene hat halt nach damaligem Recht viele etwas gut gehabt. Er hat ein grösseres Erbteilsgut gehabt. Er hat wirklich eine bevorzugte Stelle gehabt, als so eine Sonderstellung, doppelter Erbteil des Besitzes. Aber dann hat er auch Verantwortung gehabt. Familienleitung und Versorgung der Witwe. Die Mutter vielleicht ist Witwe geworden, hat der Erstgeborene müssen gucken für die Witwe. Also das war nicht nur Vorrecht, es ist so eben Gabe und Pflicht, das hat zusammengehört.
Und so wissen wir ja, wie das da ist gegangen. Also ich tue es ganz kurz. Der Esau war ja so ein bisschen ein wilder Bub gewesen. Nicht gerade das Zamste, so ein bisschen ging raus nachher vor und nicht daheim. Der Jakob ist, ja, mal gesagt, Mutterbübe, ist noch nicht ganz richtig. Aber was er ist, das stimmt. Der Jakob ist der Bub von der Mutter. Und der Esau ist der Bub vom Vater. Und jetzt können wir schon noch da. Da können wir viel, viel lernen als Eltern, wie man mit den Kindern Sachen hat. Da wäre viel zu lernen. Und ich habe gerade gesehen, wenn ich nächsten Winter noch eine Bibelstunde hätte, das gäbe ich mal schöne Zeit, Bibelstunde zu haben, über die zwei, über das Leben, über das zwei Buben. Das wäre interessant. Aber eben, du kommst da jetzt auch vom halb verhungerten Heim und der Jakob hat ein gutes Linsengericht. Übrigens, meine Frau macht da ganz gutes Linsengericht, tut Reis dazu. Das ist nicht Linsenfan, aber das ist super Linsengericht. Speckschwürfen und so, ein ganz gutes Linsengericht. Und der Esau kommt, wo schmeckt das? Das hat geschmeckt. Das feine Linsengericht und dann halb am Verhungern. Und jetzt sagt er zum Jakob, gib mir von deinem Linsengericht. Ja, wenn man Hunger hat, ich weiß nicht, was Hunger ist. Ich habe nur gehört, es ging um mich. Wenn Menschen müssen Hunger haben, das muss etwas Furchtbares sein. Nichts zu essen, einfach Hunger haben, das muss etwas Furchtbares sein. Aber jetzt, der Esau wird sich da vor eine Entscheidung gestellt. Wir tun schon viel dem Jakob sagen, ja, das ist der Listig. Er hat das schon ausgenutzt, der Jakob, das gebe ich nicht zu. Aber die Entscheidung hat der Esau getroffen. Der Esau hat dann gesehen, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Ich muss ja einen Weg sterben. Ich sterbe das sowieso mal. Und so hat er es verachtet. Und so hat er Gott verachtet. Das, was Gott hat wollen, hat er verachtet. Und das hat Folgen. Und das ist das, was wir ja heute gerne verschieben und sagen, ja, das andere ist schuld, die Umstände sind schuld, alles andere ist schuld. Ich tue hier sagen, hier hat Esau eine Entscheidung getroffen, die er nicht mehr zurücknehmen konnte. Das lesen wir nach dem Hebräerbrief, obwohl er sie mit Tränen suchte. Das war spät, es war nicht mehr zu machen. Das hat er nicht mehr rückgängig machen. Es ist gar nicht mehr gegangen. Und dann ist natürlich noch der Sagen, da hat Jakob tun, aber da hat der Rebekka noch viel mehr Hände im Spiel gehabt. Hat der Jakob tun. Ja, interessant, wie das da ist gegangen. Ich kann jetzt auch nicht Zinsen noch erzählen. Auf jeden Fall ist der Jakob gesegnet worden vor dem Esau. Und Jakob hat zwar noch gesehen, das hat mich noch verwundert. Er hat gesagt, Mutter, das können wir nicht machen. Das können wir nicht. Sonst tut sich das Sagen in einen Fluch verwandeln. Was hat Rebekka gesehen? Der Fluch sei auch mir. Und ich habe nachgeguckt, wir lesen hier noch ein paar Worte von Rebekka und dann verschwindet Rebekka. Wir wissen nicht, mal Lenz ist gestorben, wir wissen nicht, sie verschwindet. Und was sie vor allem muss tragen, wie der Jakob nachher geht. Was hat der Esau gemacht? Das, was wir heute gehen, um zu hören, Alltag, Schiergar im Radio und im Fernsehen, er hat Rache geschwört. Wenn der Vater jetzt mal unter dem Boden ist, dann würde nicht der Jakob verräumen. Rache geschworen, gell? Das ist das bekannte Wort, was man heute viel hört. Ja, und darum ist nur Jakob geschoben. Die Fremden, die wissen, die Geschichte habe ich jetzt um wie lange der Vater erzählen. Aber ich wollte jetzt da nicht zu lang machen. Er hat nur müssen lernen, was heißt, wenn man dann nicht so läuft, wie man meint, wenn er mit der Frau ist betrogen worden, das heißt, er hat gemeint, er hat Rahel und ist Rebekka, die Lea gewesen. Und überhaupt die ganze Geschichte, die Frauengeschichte und all die Familiengeschichte, hochinteressant, hochinteressant. Ich werde noch empfehlen, die Bibel lesen, es ist hochinteressant, das zu lesen, wirklich. Und da Jakob ist da, der Fremde,
20 Jahre hat er gedient, aber länger ist es, ich kann nicht ganz sicher sagen. Aber irgendwann hat Gott gesagt, du, jetzt geh du hin. Jetzt geh du hin, daher, was du hergekommen bist. Und dann ist du etwas aufgekommen, Jakob. Der Sohn, mein Bruder, da war Rache, hat geschwört. 20 Jahre oder noch länger. Wüsste, wie das lang gehen, wie das weitergeht, wenn man nicht versöhnt ist. Wie begegnen wir jetzt mit meinem Bruder? Wie tue ich jetzt mit dem umgehen? Wie komme ich zu Gang mit dem? Und so hat er sich darauf zweckgemacht und hat natürlich einmal das Viehherden zusammengetrieben. Ich habe bloß zusammengezählt, nur wie viel Stück Gewicht, verschiedene Gewichte das da waren. 370 Stück Gewicht. Der Jakob zusammengetragen und dachte, alle etwas gehabt, für den Mesau zu begegnen. Dass sie immer nicht auf den Platz gehen. Und so hat dann die Frau, die verschiedene Frauen zusammengetan, neben Frau und Kind, und dann hat die Lea, die Rahel, und nachher ist der du voran. Aber etwas ist noch passiert vorher. Und da kann ich nur mal kurz erwähnen. Jakob hat eine Gottesbegegnung gehabt. Ein Mann Gottes kämpfte mit ihm, lesen wir. Und hat ihn scheinbar nicht mögen. Und du hast angefangen zu tagen. Und der Mann Gottes hat gesagt, ich brauche jetzt gehen. Und hat der Jakob an die Hüfte geschlagen. Und so hat er ihn gewonnen. Aber er hat mir eine Frage gestellt, dem Jakob. Wie heisst du? Ich bin der Jakob. Ja, du bist Jakob. Du bist da. Er ging ein bisschen auf die Zeit geguckt. Du bist da. Er ging für sich geguckt und gemeint, du müsstest Gott nachher helfen. Du bist da. Aber jetzt bekommst du einen anderen Namen. Jetzt bekommst du einen anderen Namen. Einen Namen, den wir tagtäglich im Radio, im Fernsehen hören. Israel. Gotteskämpfer. Israel, das kommt von Jakob. Das ist nicht eine Erfindung von den Juden irgendwie, das kommt aus der Bibel. Israel, Gotteskämpfer. Ober kommt ein wunderbarer Name. Und jetzt kommt es zur Begegnung. Da haben wir gesehen, wie es ist gegangen. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich das Entscheidende tue. Wir können jetzt lange darüber reden. Aber wir sehen, wie der Esau lief ihm entgegen. Verlorene Sohn, kommt man gerade sehen. Umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Ist das nicht versöhnt? Da wird jetzt, der Esau hat mir nachher noch gefragt, ja, was hast du mit dem Gewicht wählen, was mir da hast geschickt? Ja, ich habe es Versöhnung wählen. Das hat der Esau gar nicht interessiert. Das hat es gar nicht gebraucht. Es ist so wie ohne das geschehen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Ich glaube, der Esau hat es genommen, wenn ich es recht lese. Aber das ist nicht das Wichtigste gewesen. Das Wichtigste war, der Esau war bereit gewesen, sich mit dem Jakob zu versöhnen. Eine wunderbare Geschichte. Da ist nicht mehr geredet worden, du hast mir den, und hier und da sehen einander umarmt und gepriegt. Und was auch schön ist, der Esau hat gemeint, ja, jetzt Jakob, jetzt gehen wir zusammen weiter. Das ist auch noch interessant, Jakob hat gesagt, Esau, weißt du, ich habe schwache Tiere, ich habe Kinder, ich kann nicht einfach, du bist viel, ja, kommt mit der Esau vor, sein Charakter, seine Stärke. Jakob sagt, ich muss Süferling machen, sonst gehen wir Tiere und die Familie kaputt, wir können nicht so. Und sie sind auseinander. Aber sie sind versöhnt auseinander. Wisst ihr, versöhnt auseinander. Und darum lesen wir den ganz weiter hinten, nur wenn ihr es nicht lesen will. Der Isaac ist du jetzt gestorben. Und was heißt es? Die beiden Söhne begruben ihn. Beiden Söhne sind am Grab vom Vater. Nicht mehr von Spannung. Die sind da gewesen, beide. Das ist ein wunderbares Bild. Und ich habe mir eben überlegt, man sollte einen Gegenstand haben
für bloß Sachen ein bisschen zu zeigen. Als wir dort nicht das Echo, du, habe ich gesehen, toll. Ich habe einen Gegenstand gefunden, für das zu erklären, was Versöhnung ist und wie man Versöhnung kann leben. Ich habe nicht das Mal selber tragen. Er ist selber gekommen. Das ist meine Frau. Die sitzt da vorne. Das ist meine Frau. Wisst ihr, die Frau, die hat keinen einfachen Mann. Das ist nicht der einfachste, Hans-Peter. Weil ich die vorher habe, ja, aber das klärt mir nicht. Die hat nicht ganz einen einfachen Mann. Wirklich nicht. Aber die hat über 50 Jahre zu mir gehabt. Stellt euch vor, über 50 Jahre ist sie zu mir gestanden. Und ich sage jetzt, Sandra, ja, nicht ganz eine einfache Frau. Ja, das ist halt auch. Aber ihr seht, was ist das, wenn man versöhnt leben kann? Und jetzt sind jetzt so im Rentenalter. Versöhnt leben, wisst ihr, wenn der Kind aufgefasst sind, wir sind da winzig. Das ist wirklich wichtig. Und das ich habe es mit der Frau abgesprochen. Ich habe gefragt, also, und sie hat gesagt, das darf, was wahr ist, darfst du sagen. Und das ist so, es ist wahr. Aber wir genießen das, dass wir versöhnt können, einander annehmen, wie sie Kinder helfen, wie sie Kinder starren, wie sie nicht mäßig was. Die Frau ist irgendwo hübscher, das habe ich noch. Aber das ist nicht das. Wir dürfen versöhnt, wir versöhnt miteinander umgehen, weil wir das brauchen und weil wir haben überkommen haben. Das ist aber das Geheimnis. Versöhnt mit Gott, da wir nun versöhnt sind. Wir sind versöhnt mit Gott. Kann man auch mit der Frau umgehen und mit anderen Menschen. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich tue das jetzt nicht erzählen, weil ich dann recht hatte, sondern mir geht es um die Versöhnung, was ist passiert. Das ist Langhaar. Vielleicht mögen sich so nur einmal Jahrflückige sehen. Nicht das wohl, der Hüfer schon noch. Aber das Körper hat aber mal gesagt, ja, ich mag mich noch sehen, aber dann habe ich auch gemerkt, ich bin halt so älter. Das war der Zeit. Und im Leben gibt es Veränderungen, das wisst ihr alle. Es gibt Veränderungen. Und da habe ich mit einem, sagen wir jetzt, Heilsoldat oder Kamerad eine Uneinigkeit gehabt. Tatsächlich eine Uneinigkeit. Wir haben einfach nicht gleich gerechnet, was die Veränderung hat stattgefunden hat. Guckt, wie die über das handhaben. Und seine Rechnung war so gewesen, und meine anders. Und das hat mich dann gebraucht, dass da mit mir so was umgeht. Das kann ich nicht verstehen. Dass so einer, der mit mir in die Versammlung geht, wo wir zusammen sind gesessen, geht mit mir so um, das macht man doch nicht. Ich war nicht der Mose oder der Abraham, wo ich gesagt oh, Gott, schon näher. Da habe ich nicht das Freiheit gehabt. Wir sind nicht vor Gericht zusammen, das darf ich sagen. Das war eine Stelle, die darüber hat entschieden. Und die Stelle hat du gleich gerechnet wie ich. Ich habe Recht bekommen. Wenigstens das. Jetzt nur wegen dem Rechnen, man rechnet nicht gleich. 335, die Hälfte. Wie viel ist das? 200. Das hat doch geheißen, Halbierungsinitiative. 335, die Hälfte, 200. Seht ihr, wie wir eigentlich. Ich habe nur jetzt Zeugnis vorhaben, das soll nicht anschauen. Ich habe geguckt, im zweiten Schuljahr habe ich das 5 gehabt rechnen. Und sonst ging 4. Nie drüber. Aber das kann ich ausrechnen. Und ohne Tasche rechnen, das nicht stimmt. Aber wie gesagt, wir rechnen verschieden. Und was schlimm war, die geistliche Beziehung ist kaputt gegangen. Das ist einfach so, wie sie wohl noch beide in der Versammlung, wie sie wohl noch sich zusammenbettet und irgendwo anders. Aber die geistliche Beziehung, die ist auf Null gewesen. Da ist das mal, es ist glaube ich eine Neujahrsversammlung oder Silvester. Das weiß ich nicht, sich tut nichts zur Sache. Flückiger hat dann Predigt gehabt, viel gute Prediger gehabt.
Und nachher hat er unter dem Text aus dem Philipper 3, ich vergesse, was da hinten nicht. Ich strecke mich nach vorne, nach dem, was mir wartet. Das hat mich dann geprägt. Und ich habe gesehen, so hinten, wo ich an der Fußbank, ich kann mal Gnade dran sagen, es ist beides. Ich will das ablegen, Herr, ich will das ablegen. Das ist einfach nichts Schönes. Ich bin dafür, jetzt will ich noch das gewesen oder ein anderer, das gleich. Bank macht es nicht aus. Ich bin da dem Herrn gesagt, du Herr, vergib mir und hilf, dass wir die Sache in die Ordnung bringen. Oh, jetzt passiert das Wunder. Jetzt passiert das Wunder. Wisst ihr, was das Wunder ist? Kurzum, ist da neben mir geknallt. Da neben mir geknallt. Und was du dafür gemacht? Haben wir einen anderen für gehabt? Was hast du mir? Wie hast du mir? Und du hast mit denen so. Wir beide briegt. Wir beide den anderen umarmt. Versöhnt. Wir können versöhnt weiterleben. Das ist das. Darum, wir tun da sind, Versöhnung. Nicht Sachen umtragen. Vergeben und versöhnen. Das ist das wunderbare Geschenk, das uns Gott hat gegeben. Ich wäre eigentlich jetzt schier gar fertig. Mir läuft es auch anders. Also anders erlebt, dass die Leute Versöhnung nicht wahrnehmen. Das gibt. Vielleicht haben sie das Gefühl, sie haben einfach nur recht gehabt und nur der andere hat Platz. Das kann jetzt sein, wie es will. Ihr habt vielleicht das Buch mal gelesen. Am Schmuggler Gottes, der da Bibeln hat geschmuggelt. Bruder André. Da hat viel da, das Reich Gottes. Vor allem auch in Russland, wo die Grenze zugesiegelt und dann ist manchmal nicht das Russland. Und nachher, wo die Grenzen sind aufgegangen, was zu früher ist worden ist, hat er vernommen, die Menschen wollten keine, also ich muss vielleicht bloß vorher lesen. André hatte noch nach der politischen Wende schnell herausgefunden, wer die Informanten gewesen waren. Seine Enttäuschung und das Gefühl, betrogen zu werden, waren riesig. Aber viel mehr Sorgen machte er sich um das geistliche Wohl der Männer, die das getan hatten. Denn wie viele Jahre hatten sie nun schon die Last ihrer Schuld mit sich herumgetragen, als die Menschen sie mal mit dem zusammengearbeitet haben, wo man hat verraten. So ist das gegangen. Und was hat er jetzt gemacht, der Bruder André? Sind so Gott, jetzt gibt einen Bescheid, dass sie mich so haben behandelt. Er ist zurückgegangen zu den Leuten, die sie aufgesucht. Und er hat gesagt, du, ich habe noch nicht vergeben. Ich habe noch vergeben. Nicht vorher habe ich mich verraten. Ich habe noch vergeben. So hat er es gemacht. Und da hat er aber auch müssen erleben, dass er Häufen die Versöhnung nicht angenommen hat. Wie haben wir es mit Versöhnung? Ich weiß, das ist das Thema, wo man könnte noch länger reden. Ich höre jetzt, wir werden jetzt das Musikstück hören. Füll mich neu, gell? Füll mich neu, heißt das Stück. Und was ist mir dazu? Bevor Gott kann füllen, muss dann manchmal etwas raus. Da muss manchmal etwas raus. Weil ein volles Gefäß kannst du nicht noch mehr füllen, das überläuft. Aber vielleicht braucht die heute etwas raus, dass Gott nachher mit seinem Geist kann füllen kann. Wir hören jetzt das Musikstück und der Zeit ist frei, wenn jemand das Gefühl hat, jetzt braucht ich ein Mal, um mit Gott ein bisschen zu berichten. Das kann man hier vorher machen. Man kann das natürlich auch am Platz machen. Man kann so daheim machen. Aber ich werde noch wirklich bitten, tut nicht Sachen unversöhnt bleiben, die nicht ordentlich müssten.
möchte noch, so bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind versöhnt, wenn wir Gottes Kinder sind, aber tut doch einander Versöhnung zusprechen. Das wünsche ich euch und wünsche mir selber. Amen.